kaufen Sie mich, kaufen Sie mich. Ich bin im Sonderangebot. Krummer Geizknochen. Boah. Fein, mein Kleiner, hast mich breitgeschlagen, mit dir in die Haustierhandlung zu latschen. Was soll denn nun hier laufen? Füttert mich, der Flattersaurier hat Hunger. Ich hab Hunger, füttert mich. Du bist ja ein niedlicher Bursche. Oh, ein Spitzenmädchen. Stimmt, siehst du? Mädchen lieben Schmusetiere, weil die so knuddelig sind. Wenn du hier sowas triffst, läuft bei ihr die vollweiche Welle. Sie ist sanft und lieb und sehr verletzlich. Und wir können uns voll ranschmeißen. Du haust mich um, du hast es kapiert. Hier läuft die Spitzen-Anbaggertechnik für Fortgeschrittene. Du, ich würde dich am liebsten mitnehmen. Hallochen, hör mal, Süße. Wenn du Liebe und ein paar Streicheleinheiten brauchst, warum nimmst du da nicht einfach mich mit? Ich bin pflegeleicht, brauch keinen Käfig und kenn ein paar Spielchen. Dann spielt Toter Dino. Aua, das war ein Tiefschlag. Ja, und der hat mich voll getroffen. Ah, hallo Süße, wenn du Liebe und ein paar Streicheleinheiten suchst, warum nimmst du da nicht einfach mich? Hör mal, das mit meinem Freund tut mir echt leid. Ich finde, man darf ein Mädchen nicht mit so einer abgestandenen, lauen Anmache nerven. Dein Spruch ist doch auch bloß eine Anmache, oder etwa nicht? Das ist absoluter Quatsch. Nein, ich meine nicht so richtig. Gut, ich geb's zu, doch. Funktioniert die Tour? Nein. Ach. Aber du bist niedlich. Und deswegen kommst du mit deiner Tour doch bei mir an. Oh, Futter für den Flattersaurier. Hab Hunger, her mit dem Futter, her mit Sag dem mal, Futter. wollen wir nicht irgendwo hingehen, wo wir Ruhe vor diesem Gekrächze und Gequake haben? Gehen wir, komm. Klasse. Füttert mich, füttert mich, füttert mich, füttert mich. Hab Hunger! Fütter mich! Schon gut. Nun halt mal die Luft an, bin schon unterwegs. Hier, damit bist du eine Weile beschäftigt. Also, wo waren wir? Tja, Etwa deine Freundin? Maul halten und essen. Robby hat noch nie eine Freundin gehabt. Tut mir echt tierisch leid, Wendy. Wusste ja nicht, dass meine Mutter mir das Baby aufhat. Machst du mit der Hochzeit? Nein. Willst du das Mädchen abknutschen? weißt du, ich find's aber total süß von dir, dass du dich um deinen kleinen Bruder kümmerst. Ich bin nicht einer von den Typen, die Angst haben, ihre sanfte Seite rauszulassen. Na mach schon, knutsch sie mal ab, knutsch sie. Na komm, ganz schlapprig. Kannst du jetzt mal die Klappe halten? Warum immer ich? Weil du andauernd Ich will aber darfst. nicht die Klappe Wäre ja halten. noch Ich schöner, hab wenn die du hier Klappe bestimmst, bei wo es lang dir. geht. Nun hör mal zu, Du wenn du willst nicht also ein sofort... Typ sein, der seine sanfte Seite rauslässt. Fren, ich hatte heute einen fürchterlichen Tag. Pass auf, das muss ich dir mal erzählen. Du bist nicht Fren. Nein. Wer bist du dann? Kennst du schon Robbys Freundin Wendy? Robbys geliebte Freundin. Nein, bis jetzt noch nicht. Schmatsch, schmatsch, schlapper, Hallo, schlapper. ich bin Wendy Richfield. Richfield? Ja, Na, wenn das nicht ein oberkomischer Zufall ist, hm? Der Typ, für den ich arbeite und der sich seit 20 Jahren einen Spaß daraus macht, mich zu scheuchen und auf mir rumzutrampeln, der heißt zufällig auch Richfield. Wo arbeitet dein Vater? na bei der Treufuß. Noch ein komischer Zufall. Mein ekelhafter, fieser Chef ist nämlich zufällig auch bei der Treufuß. Und wenn nun Wendys Vater dein Chef, Herr Richfield, ist? Na, hör mal, Fren. Glaubst du denn wirklich, dass dieses freundliche, reizende Wesen die Tochter von diesem gefühllosen Ekelpaket ist, für das ich schuften muss? Warten Sie, ich habe ein Foto von ihm. Nein, 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 das ist absolut unmöglich. Kannst du dir vorstellen, was so ein Hier. wahnwitziger, wild gewordener Teppichbeißer das ist Dino wie der. Herr Richfield mit mir aufführt? Wenn er spitz kriegt, dass mein Sohn sich mit seiner Tochter trifft? Hoho, niemals. Das muss jemand anders sein. Klar. Sinclair! Oh, ist doch nicht wahr! Bin da! Wer noch? Kommen Sie mal! Sofort her! Sinclair! Hier bin ich schon, mein Chef. Wieso trifft sich Ihr dümmlicher Sohn mit meiner Tochter? Oh, Chef, die beiden kennen sich ja kaum. Praktisch sind die sich ganz fremd. Ist nicht mal sicher, dass er mein Sohn ist. Aber die zwei sitzen gerade im Mathematikunterricht nebeneinander. Woher wissen Sie das? Haben Sie vielleicht sowas wie ein Kinderpeilgerät? Sowas Ähnliches. Das Ding wurde extra für übertrieben überängstliche Eltern entwickelt. Wahnsinn. Der winzige Punkt da ist mein geliebtes Töchterchen.
Ja, ich sehe so eine gewisse Familienähnlichkeit. Manche Dinos wagen zu behaupten, ich wäre ein machtbesessener Spinner mit ausgeprägtem Hang zum absoluten Verfolgungswahn. Ist doch nicht wahr. Aber dabei bin ich doch nichts weiter als ein liebender, besorgter Vater. Und ein liebender, besorgter Chef, wenn ich das mal so direkt sagen darf. Versuchen Sie nicht, sich bei mir einzuschleimen. Was geht zwischen Ihrem hirnrissigen Bengel und meiner Prinzessin vor? Na gut, ich geb's zu, Chef, denn Sie geben mir sowieso eins auf die Glocke. Die beiden mögen sich. Was? Wie? Ei. Wollen Sie mir den Kopf abbeißen, Chef? Oder polieren Sie mir lieber erst die Schuppen? Warten Sie. Die Idee fängt langsam an, mir irgendwie zu gefallen. Gefällt mir, wenn es Ihnen gefällt. Die verflossenen 3 Freunde von meiner Wendy sind urplötzlich verschwunden und das hat ihr das kleine Herz gebrochen. Ich will nicht, dass Wendy sowas nochmal passiert. Aber ihr Robbie würde mein geliebtes Kind nicht sitzen lassen. Oder etwa doch? Sinclair! Aber nicht doch, mein Chef. Mein Sohn würde sowas nie tun. Ihre liebe Tochter ist eine wunderprächtige Blume. Wie Sie, mein Chef. Diese zarte Figur, die lachenden Augen, das niedliche Gesichtchen. Ja, behalten! Ei. Abgemacht. Ihr Robbie darf sich mit meiner Wendy treffen. Aber nur solange wir beide uns verstehen. Wir uns verstehen? Sie, mich? Oh, das Maul macht halten! mich aus. Sie läuft los. Raus aus dem Umkleideraum, den Flur entlang. Sie bleibt stehen, sie muss mal für kleine Mädchen. Aha. Den Helm vor die Luken! Ei. Chef, Was denn? woher wissen Sie, wann sie fertig ist? Hallo, Frennylein. Sag mal, was wäre das Beste, das uns passieren kann? Ein Lottogewinn. Viel besser. Herr Richfield meint, dass unser Sohn mit seiner Tochter ausgehen soll. Ist das alles? Kapierst du denn nicht, Fran? Wenn das mit Robbie und Wendy klappt, kommen unsere beiden Familien vielleicht heiratsmäßig zusammen. Herr Richfield und ich, wir werden dann Verwandte. Verwandten geht er selten an die Schuppen. Da ist er irgendwie sentimental. Hab dich lieb, Wendy. Hab dich lieb, Robbie. Schlapper, 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 schlapper. Ja, hast es genau erfasst. Ich erwarte, dass jeder von euch von früh bis spät sein Bestes tut, damit die beiden jungen Leute ein Pärchen werden. Dann ist es dir wohl absolut Schnurz, was für Sachen ich über Wendy in der Schule gehört habe. Darauf bin ich nicht scharf. Ich will fröhliche Gesichter sehen und nette Sachen hören, wenigstens bis zur Hochzeit. Hör zu. Nein, ich übe schon mal den Hochzeitschor. Da, dum, da, 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 dum, da, da. Charlene? Ja? Ich kenne Wendy noch nicht besonders gut, doch sie scheint sehr nett zu sein. Also hör auf, irgendwelche Gerüchte über sie zu verbreiten. Gut, ich lasse es bleiben. Aber bei uns in der Schule hat Wendy einen ziemlich üblen Ruf. Rennt sie etwa den Jungs nach? Ich habe gehört, dass es noch viel, viel schlimmer ist. Ich will ja nicht meckern, aber deine kleine Abkürzung, die ist ja 3-mal so lang wie der normale Weg von der Schule nach Hause. Oh, hast mich erwischt. Vielleicht habe ich mir den Schleichweg ausgeguckt, weil es hier so schön einsam ist. Und nun habe ich dich endlich mal ganz für mich allein. Hallöchen, Sinclair. Der wieder. Mann, was für ein Zufall, dass ich euch beiden mitten in der einsamen Wildnis über den Weg latsche. Wäre es nicht besser, wenn wir uns nachher bei dir zu Hause treffen? Und dann machen wir beide zusammen unsere Hausaufgaben. Ja, machen wir. Wow. Da können wir endlich allein sein. Bis dann. Mach's gut, Wendy. Bis heute Abend. War nur ein Kuss auf die Wange, Spike. Na und? Auf die Wange, du Torfkopf. Wenn du nicht aufgekreuzt wärst, dann hätte sie mich auf den Mund geküsst. Voll auf die Lippen. Aber vielleicht hätte sie dir auch den Kopf abgebissen. Hab dir gerade das Leben gerettet. Hab mich mal schlau gemacht, was deine Wendy so treibt. Ich hab eine üble Neuigkeit. Sie ist ein ganz schlimmer Finger. Hab keine Lust, mir deine vollidiotischen Schauermärchen reinzuziehen. Dann pass mal auf. Freund Nummer 1 hat angeblich die Schule gewechselt, wurde aber nirgends angemeldet und tauchte nie wieder auf. Freund Nummer 2 wollte angeblich auf ein Segelschulschiff, jedenfalls hat man das erzählt. Aber auf dem Schulschiff weiß keiner was von ihm. Nummer 3, Valentino Schmelzer. Wo ist der abgeblieben? Wer weiß. Na, muss ich dir noch mehr erzählen? Was willst du damit sagen? Ich glaube, das wissen wir beide. Mädchen wie Wendy laufen an fast jeder Penne rum. Bisschen gefährlicher, ein bisschen hungriger als die anderen Mädchen. Darum stehen bei ihr die Jungs haufenweise auf der Speisekarte. Die verknuspert sie. Und dann lässt sie fallen. Nein, mein Lieber, dann verdaut sie. 3 von ihren Freunden sind plötzlich verschwunden und bis heute nicht wieder aufgekreuzt. Begreif endlich, worum es geht. Deine Freundin Wendy hat Jungs zum Fressen gern.
Ist sonnenklar, Kleiner, passt alles zusammen. Wessen Idee war's denn da, allein im Sumpf rumzuwandern? Es war ihre Idee, doch Wendy frisst keine Dinos. Und wer hatte den spitzen Einfall, sich hier mit dir zu treffen? Ganz allein? Sie verspeist keine Jungs. Irrtum. Weißt du, was diesmal fett auf ihrer Speisekarte steht? Der Name Robbie Sinclair. Ach, du bist nur eifersüchtig, weil ich bei ihr landen konnte und du nicht. Du willst meine Hilfe nicht? Gut. Dann erspar deiner armen Mutter wenigstens den Superschock. Sag deiner lieben Freundin, sie soll sich woanders über dich hermachen. Ah, Charlene, Abend. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann bist du das älteste Kind der Familie Sinclair. Was meint er denn damit? Du wirst es einfach nicht glauben. Spike meint, es gibt so ein beknacktes Gerücht, dass Wendy ihre Freunde aufisst. Aber das weiß doch jeder. Was meinst du mit jeder? Na, eben jeder. Wundert mich, dass du immer noch lebst. Sie macht wohl eine Hungerkur. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Hatte ich doch vor. Hier. Nagelpflege, 9 Lidschatten kaufen. Robbie sagen, dass er in Lebensgefahr ist. Da, ich hab's auf meiner Liste. Mann. Wer ist da? Ich bin's, Wendy. Ach du dicker Dino, was will sie denn bloß hier? Na, vielleicht seid ihr verabredet. Stimmt, genau. Wir wollten zusammen Hausaufgaben machen, ja, aber da ist doch überhaupt nichts dabei. Du liest so viele Horrorgeschichten. Was? Ja. Hallo, Wendy. Hallo, Robbie. Na, wollen wir ein bisschen lernen? Klar, immer, komm doch rein. Wo sind denn deine Schulhefte? Ups, die habe ich wohl vergessen. Die Schulhefte vergessen? Dann bist du bloß hergekommen, um Nappen zu essen. Hör mal, ich stehe zwar sehr darauf, mit deinen Leuten zu quatschen, aber wollten wir beide nicht mal ein bisschen allein sein? Ja, stimmt, das haben wir gesagt, aber, Charlene, Ja? Wendy und ich, wir wollen ein bisschen allein sein. Kannst du dich mal so lange verkrümeln? Aber vielleicht gehst du nicht zu weit weg. Alles klar, Rob. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Sag mal, da fällt mir gerade ein, neulich musste ich an Valentino Schmelzer denken. Er war doch mal dein Freund. Ja. Tja, weißt du, was aus dem geworden ist? Darüber will ich lieber nicht sprechen. War ja nur mal eine Frage. Er ist ziemlich plötzlich verschwunden. Ja, am Ende war es ganz schön ätzend. Ist schlimm ausgegangen. Ich hatte furchtbar lange dran zu knabbern. Wegen Valentino habe ich mächtig viel zugenommen. Oh, wirklich? Aber jetzt ist er weg. Und du bist hier. Ja, weißt du, es wird immer später und ich bin müde. Ich glaube, ich würde jetzt lieber nach Hause traben. Robbie! Oh, und schon bin ich da. Was hältst du von einem kleinen Imbiss? Du siehst zum Anbeißen aus. Ja, hey, hör auf, nicht so wild, was machst du denn da? Oh, hoppala. Papa ist ein Trottel. Er platzt rein, wenn es zwischen seinem geliebten Sohn und der geliebten Tochter seines geliebten Chefs knistert. Nein, es hat nicht wir haben Schon nicht... gut, ich weiß, ihr habt nicht. Ihr habt bloß gebüffelt. So, ich lasse euch beiden Schüler wieder allein. Mit euren Büchern. Seid schön fleißig, ich werde euch nicht mehr stören. Nein, du kannst ruhig bleiben. Ich find's total klasse, wenn man eine Verabredung mit einem Mädchen hat und der Vater dabei ist. Was? Im Ernst? Logo. Und ich dachte nur, ich fände sowas gut. Mein Vater war auch dabei, wenn ich mit deiner Mutter zusammen war. Dino, stark, Geschichten aus Papas Jugend. Ich kann überhaupt nicht genug davon kriegen. Dann wollen wir mal auspacken. Ich vergesse nie meinen Schulabschlussball. Mein Vater hat meiner Freundin dauernd Witze erzählt. Und ich stand am Tresen und hab Dinolade ausgeschenkt. Literweise. Wendy hat schon wieder angerufen. Na schön, danke. Das war schon der 3. Anruf. Wann willst du endlich mal zurückrufen? Irgendwann. Robbie! Gestern hast du Wendy noch gern gehabt. Und auf einmal willst du nichts mehr von ihr wissen, nur weil andere über sie reden, hm? Stimmt genau, ja. Jabadidup, 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 dap, dap, jabadidup. Haha, Mann, hatte ich heute wieder einen klasse Arbeitstag. Und das verdanke ich bloß dir, Junge. Deine Gefühle für Wendy breiten sich überall um mich herum aus. Und von morgens bis abends bin ich von der Liebe voll umnebelt. Ich liebe Herrn Richfield, er liebt mich und ich liebe dich. Ich, du, er, sie, es, wir lieben Robbie uns. redet nicht mehr mit Wendy. Du verlässt sofort mein Haus. Aber es funktioniert einfach nicht mit uns. Na und? Ihr könnt doch trotzdem heiraten. Ach, Nun hab dich nicht so. Die Kleine ist mächtig hübsch, ist nicht dumm und sie kommt aus einem guten Stall. Und ihretwegen ist mein Chef jetzt wie eine Mutter zu mir. Nun erklär mir mal, was schmeckt dir an dem Mädchen nicht? na, dass Wendy mich fressen wird, Papa. Na und? Keine Liebe ist vollkommen, gewöhn dich dran. Deine Mutter zum Beispiel vergisst immer die Zahnpastatube wieder zuzuschrauben. Du kapierst nichts. Ach, Robbie.
Erst magst du dieses Mädchen, aber dann hörst du irgendwelche dummen Gerüchte und lässt sie deshalb einfach sitzen. Genau. Findest du das richtig? Als ich deinen Vater kennengelernt habe, haben mir Freunde gesagt, er würde sich kein bisschen bemühen, weiterzukommen. Ja. Sie meinten, er wäre faul, deswegen würde er ein Leben lang Baumschubser bleiben. Und, hatten die etwa recht? Naja, vielleicht war das nicht gerade das beste Beispiel. Zwischen Wendy und mir ist es für immer aus. Wieso habe ich nicht auf sie gehört? Na, fein, Junge. Na los, versau mir mein Leben. Doch wenn du wirklich auf diese einmalige Freundschaft pfeifen willst, denk daran, dass du vielleicht jemandem das Herz brichst. Und um eins darfst du dich nicht drücken. Es dem anderen mitten ins Gesicht zu sagen. Du meinst, ich soll zu Wendy gehen und es ihr beibringen? Wendy ist doch unwichtig. Schleif deinen lahmen Hintern zu Herrn Richfield und entschuldige dich. Und nimm von Blumen mit. Der Junge sollte mit Wendy reden. Das Mädchen ist doch bestimmt sehr verletzt. Ach, was Schwachsinn. Mein großer Superboss ist schwer verletzt. Du gehst sofort zu Herrn Richfield und redest mit ihm. Entschuldige dich und mach auf zerknirscht. Und sag ihm, ich hab versucht, dir das auszureden. Schon gut. Mach schon. Ja. Entschuldigen Sie bitte, Herr Richfield. Wer ist da? Ich bin's, Robbie Sinclair. Der junge Sinclair, was willst du denn? Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Und ob du störst. Und wenn du schon die Oberfrechheit hast, hier unangemeldet reinzuplatzen, musst du auch die Folgen ausbaden. Na, was ist, hä? Danke, Mama. Danke, Fren. Stark. Schleimig, wie es sein muss. Wendy? Ist Robby nicht hier? Warum? Ist deine Fastenzeit vorbei? Er hat mich überhaupt nicht zurückgerufen. Hab keine Ahnung wieso. Und ich muss unbedingt mit ihm reden. Mein liebes Fräulein Richfield, ich bewundere dich zwar sehr und deinen Vater, aber es geht mir doch ein bisschen zu weit, dass du meinen Sohn aufessen willst. Ja. Also? Wovon reden Sie? Ich verstehe gar nichts. Hast einen mächtig miesen Ruf, hast einen miesen Ruf. Jetzt habe ich die Nase voll von diesem grässlichen Gerede. Hör mal zu. Ja? Ich muss dir sagen, deine Mitschüler haben das Gerücht verbreitet, du hättest sowas Ähnliches wie eine Essstörung. Was? Du hast deine letzten 3 Freunde aufgegessen und jetzt machst du dich an Robbie Das an. ist gar nicht wahr. Ich habe noch nie jemanden aufgegessen. Ich glaub dir das ja. Aber du musst zugeben, es ist seltsam, dass deine letzten 3 Freunde plötzlich spurlos verschwunden sind. Sie haben ja recht. Es ist wirklich seltsam, aber ich war's nicht. Ich glaube, mein Vater hat was damit zu tun. Seit 1-2 Monaten ist er so gereizt. Und er hat dauernd meine Freunde angemacht. Ich weiß gar nicht warum. Und dann ist einer nach dem anderen verschwunden. Und ich kann mir einfach nicht denken, dass jemand so was Grauenvolles... Papa! Was dein... Herr Richfield? Ach, die Dicker-Dino. Herr Richfield, ich muss Ihnen was sagen. Es wird Ihnen gar nicht gefallen. Halt, warte, Moment mal. Na, was schmeckt dir eigentlich besser? Weißwein oder ein herber Rotwein? Ich trinke keinen Alkohol. Gut, dann trinke ich eben Rotwein. Herr Richfield, Ihre Tochter ist wirklich ein klasse Mädchen. Aber ich glaube, dass es mit uns beiden einfach nicht klappt. Oh, das ist jammerschade. Du armer Junge, es tut mir wirklich furchtbar leid für dich. Wissen Sie, sie hat so komische Essgewohnheiten. Das ist das Problem. Wirklich, was du nicht sagst. Das ist ja wahnsinnig interessant. Im Ernst, Sie müssen mir glauben. Sie hat Ihre verflossenen 3 Freunde verputzt. Nun pass mal auf, mein Lieber, du solltest dich was schämen. Glaubst du wirklich, dass an solch blödem Gewäsch was dran ist? Glaub mir, Wendy hat keinem Jungen auch nur eine Schuppe gekrümmt. Tatsächlich? Da bin ich aber froh. Was war das? Herr Richfield, woher wissen Sie denn so genau, dass Wendy Ihre Freunde nicht aufgegessen hat? Na, sagen wir mal, ich hatte so ein wohliges Gefühl im Bauch. Ja, aber warum denn? Kann es sein, dass Sie die Freunde von Ihrer Tochter aufgegessen haben? Was ist mit dir? Du redest immer nur vom Essen, hast du etwa Hunger? Hier, nimm den Apfel als Vorspeise. Warten Sie, Wendy und ich, wir haben uns getrennt. Wir sind nicht mehr zusammen. Warum wollen Sie mich da noch verspeisen? Vor mir brauchst du keine Angst zu haben, Sinclair. Ich vertraue dir mein geheimstes Geheimnis an. Seit 2 Monaten mache ich eine Hungerkur nach Dr. Schmalhans, aber ich schaff's nicht. Ich lass mir heimlich was von Speckmanns Delikatessenservice kommen. Wenn meine Frau das erfährt, gibt's Zoff. So ist das. Herr Richfield, machen Sie die Tür auf! Bringen Sie meinen Mastodon-Braten! Wo soll ich denn das ist Mastodon ja- hernehmen? Ich will meinen Sohn! Sinclair. Mach sofort die Tür auf, los! Wendy, dein Papa ist im Moment aber sehr beschäftigt. Mach die Tür auf oder ich rede mit dir kein Wort mehr. Nein, bitte sag nicht sowas, Prinzesschen. Ich mache ja alles, was du willst, aber du darfst Mama nichts sagen. Oh, Robby, alles in Ordnung mit dir? Mein Junge, ich bin ja so froh, dass ich dich vor diesem ekelhaften Monster gerettet habe. Monster? Monster, doch ein klasse Chef. Haben wir dich erwischt? Du wolltest wieder mal heimlich essen, stimmt doch. Ja, aber sag bloß nichts Mama davon. Die haut mir die Kalorientabelle um die Hörner. So sieht also deine strenge Diät aus. Naja, wenn du 3-mal am Tag nichts futtern darfst, kriegst du miese Laune.
Ich brauche eben mein Fleisch. Das konnte ich nur hier heimlich essen. Als mich der Junge erwischt hat, habe ich ihn zum Essen Aber eingeladen. versprichst du mir, dass du damit aufhörst? Dino-Ehrenwort. Aber mach, dass ihr rauskommt. Ich gebe von meinem letzten Braten nichts ab. Ja, Los, gehen komm, wir. Robby. Also bis dann, Papa. Ja. Tja. Also, mein Chef. Unsere kleinen Turteldinos sind jetzt wieder zusammen. Und da wir nun so dicke Freunde sind, wird Ihr Geheimnis unter uns bleiben. Schlagen Sie sich den Wanst voll, tonnenweise, wenn Sie wollen. Wenn Sie mich bei meiner Frau verpfeifen, Sinclair, streiche ich Ihnen für immer die Frühstücks- und Mittagspausen. Tut mir echt leid, dass ich auf diesen Schwachsinn gehört habe. Naja. Ich hätte meinem Gefühl vertrauen sollen. Doch mein Kopf, der wollte da nicht mitmachen. Ja. Und was sagt dein Kopf jetzt? Dass ich dich ziemlich gern habe. Ziemlich sehr. Ach, Robby. Ich hab dich nämlich auch ziemlich sehr gern. Hallo, Sinclair. Hör mal, Kleiner, hab Neuigkeiten für dich. Ja. Mann, ich war voll auf dem Holzweg. Sowas kann sogar manchmal mir passieren. Unsere Wendy ist überhaupt nicht so schlimm, wie wir gedacht haben. Die verschwundenen Jungs sind nämlich urplötzlich wieder aufgekreuzt. Sie wollten ihr Essen mal selber jagen, aber dann hat das Essen sie quer durch die Urwälder gejagt und dabei haben die sich verlaufen. Die Ente ist geplatzt. Kriege ich jetzt einen Kurs? Willst du wieder wilde Geschichten erzählen? Hier hast du was zum Ausplaudern. Aber hallo, hallo. Also wir fahren jetzt los. Aha. Erst gehe ich zur Reinigung und hol Charlins Sachen ab. Dann zur Kosmetikerin. Ich werde es wohl trotzdem noch schaffen, Robby zum Fußballtraining zu bringen. Aha. Und wenn ich wieder zurück bin, tanze ich vor der Garage splitterpudelnackt. Spitzenidee, Fran. Will auch Splitterpudelnackt tanzen. Wieso steckst du immerzu deine Nase in diese blöde Bedienungsanleitung? Es ist doch bloß ein Auto. Typisch. Hast rein gar nichts übrig für Technik. Erstens ist es ein funkelnagelneues Auto. Zweitens beweist dieses Luxusgerät, ich bin Aufsteiger. Gib bloß nicht so an, der Wagen ist ein stinknormaler Benzinschlucker, ein Sparpaket Sondersuperangebot und er gehört bis zur letzten Schraube der Bank. Ich liebe dich auch. Wozu rede ich eigentlich noch mit ihm? Frag ich mich auch mal. Also los, mein Schatz. Vorsicht! Du, wann darf ich mal eine Runde mit dem Ofen drehen? Das ist ein empfindlicher Wagen, der ist nicht zum Rundendrehen. Ach, aber Mama darf damit durch die Gegend düsen. Junge, deine Mutter ist auch eine erfahrene, rücksichtsvolle... Was? Oh, warte auf mich! Wo fahren wir hin? Dein Papa fährt uns zum Onkel Doktor, mein Schatz. Zum doofen Doktor? Ah, bloß nicht, will nicht dahin. Dreh sofort Wie wär's um, mit einem ich Stück will Napfkuchen? nicht. Mann, Napfkuchen. Was? Gib. Hey, du willst ihm Krümelkram geben in meinem fabrikfrischen Wagen? Du musst doch Napfkuchenkrümel im Hirn haben. Hör auf. Du weißt, dass das Baby immer Angst hat, wenn wir zum Doktor müssen. Also versuche ich ihm die ganze Sache ein bisschen angenehmer zu machen. Man nennt das Erziehung, Earl. Ist nicht wahr, wirklich? Bin seit ganzen 15 Jahren Vater. Brauchst mir nicht zu sagen, wie man Kinder erzieht. Ein Krümelchen auf den Auto sitzen und du darfst nach Hause krabbeln. Bist ja ein ganz toller Vater. So, das wär's. Schon gekrümelt. Feierabend. Du gibst mir sofort den Krümelkuchen. Nein, Mach schon, komm. Her damit. nein. Los, her Nein, damit. nein, nein, Bist du will taub? nicht. Meiner, Gib mir meiner, jetzt meiner, den Napfkuchen. meiner. Oh, mein Wagen. Mein Napfkuchen, Mann. Guck nach vorn. Ah ja, kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Pass doch auf. Nochmal. Na, zufrieden? Wir werden beinahe zerbröselt worden. Will meinen Napfkuchen wieder haben. Was? Welchen Napfkuchen? Oh, das war richtig ekelhaft. Ekelhaft? Das war köstlich. Stell bloß dein Geheul ab, sonst darfst du zu Fuß weiterfahren. Na bitte, nun haben wir es ja geschafft. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Klappe halten, Ruhe. Hallo, Wachtmeisterchen. Haben Sie ein Problem? Führerschein bitte. Können Sie haben. Ich meine nicht die Fahrerlaubnis. Ich brauche den Elternführerschein. Bin von der Kontrollstreife für Eltern. Ich glaube, Sie bekommen eine Menge Ärger, mein Bester.
Bin da. Wer noch? Fantastisch, nun siehst du, was passiert, wenn du dich nicht beherrschen kannst. Ist nicht so wild. Die von der Elternkontrolle sind nicht wie richtige Polizisten. Wie bitte? Oh, hab nichts gesagt. Also, was gibt's denn, Wachtmeisterchen? Habe ich vielleicht in der windelfreien Zone angehalten? Elternverordnung Paragraph 3 Abschnitt 7. Ein weinendes Kind ist mit Liebe und viel Geduld zu behandeln. Aber Sie haben den Jungen angebrüllt, mein lieber Herr Sinclair. Tut mir leid, ich muss Ihnen eine Verwarnung geben. Genauso wie es die von der richtigen Polizei machen. Herr Wachtmeister, es tut uns furchtbar leid. Es wird nicht nochmal passieren. Moment mal, halt. Wie? Ist doch kein Beinbruch. Wir können bestimmt darüber reden, oder? Ich meine, das ist wirklich ein verrückter Zufall, finde ich. Verrückter Zufall? Und warum? Naja, auf dem Strafzettel, da steht mein Name. Und ich habe hier rein zufällig für Sie ein hübsches kleines Zettelchen. Da steht eine Dino-Mark drauf. Aha. Sowas nenne ich einen verrückten Zufall. Nein, sowas nenne ich einen Bestechungsversuch, und zwar einen schäbigen. Könnte auch ein Fünfer werden. Dann, Was? Ist doch nicht wahr. Wollen Sie mir etwa noch ein Knöllchen andrehen? Paragraph 9 Abschnitt 4. Moralisches Fehlverhalten in Anwesenheit eines Kleinkindes. Noch ein Verstoß gegen die Verordnung und Sie sind den Elternführerschein erstmal los. Wirklich wahr? Dich hat niemand gefragt. Er hat mir meinen Napfkuchen weggenommen und selbst gefuttert. Ich glaube, das reicht wohl. Was? Hiermit habe ich Ihren Elternführerschein eingezogen. Den kriegen Sie wieder, wenn Sie noch mal eine Prüfung machen, Herr Sinclair. Jetzt werde ich Ihnen noch das Handbuch für Eltern mitgeben. Pauken Sie es durch, büffeln Sie. Kommen Sie morgen um 8 Uhr zum Elternkurs, da werden wir Sie dann prüfen. Ich kann aber nicht. Morgen früh fahre ich nämlich zum Angeln. Zum Angeln, ja? Tja, ich habe das dumpfe Gefühl, Sie hocken ganz hübsch in der Klemme, mein Bester. Bis dann. Wann fahren wir weiter? Wofür bist du verdonnert worden? Ach, bloß weil ich meinen Sohn angeschrien habe. Und du? Hab vergessen, die Windeln zu wechseln. Man braucht es bloß mal eine Woche schleifen zu lassen und schon haben die einen am Wickel. Wenn du mich fragst, das Ganze ist der oberletzte Schwachsinn. Richtig. Ich meine, zum Angeln oder Jagen braucht man keinen amtlichen Wisch. Aber wenn man Kinder hat, braucht man Elternführerschein. Ich kapiere das nicht. Mir können die jedenfalls nicht noch mal was anhängen. Ich habe die Elternfibel von vorn bis hinten gebüffelt. Habe ich auch gemacht. Die ganze Nacht habe ich mich damit gequält. Und wie sieht's bei dir aus? Na, hör mal. Mit 15 Jahre Vater, mir macht keiner was vor. Mit dieser albernen Elternfibel fütter ich höchstens den Müllschlucker. Guten Morgen, liebe Väter. Würden Sie jetzt mal Ihre Plätze einnehmen? Machen wir. Klar, Wachtmeister. Ich bin Wachtmeister Dinomanski, amtlicher Ausbilder und Elternprüfer und selber Vater von 4 Kindern. Und ich muss Ihnen leider sagen, meine Herren Väter, ich bin wirklich furchtbar enttäuscht von Ihnen allen. Aber ich bin fest davon überzeugt, es gibt keine schlechten Eltern, sondern bloß schlechte Erziehung, nicht wahr? Genau. Ich bin mir sicher, Sie haben alle gute Aussichten, Ihren Elternführerschein wiederzubekommen. Sie brauchen sich nur an das zu halten, was Sie in der Elternverordnung gelesen haben. Also, jetzt wollen wir mal loslegen. Wir stellen ein paar Situationen nach, die alle Eltern mit ihren Kindern im Alltag erleben können. Junge. Für die erste Aufgabe stellen wir uns mal vor, dass Ihrem Kind gerade ein kleines Missgeschick passiert Kann ist. ja heiter werden. Nochmal! Also, wie würden Sie sich dabei verhalten? Macht nichts, mein Kleiner. Du bist ein lieber Junge. Aber du hast eben was Dummes gemacht. Hab dich ganz doll lieb, Papa. Nee. Ja, fabelhaft. Sie haben es genauso gemacht, wie es im Buch steht. Wenn du mit Milch gekleckert hast, dann muss ich hab's, wegwischen. Komm, mein Kleiner, wir wischen die Milch zusammen weg. Das gefällt mir. Bei Ihnen ist noch nicht alles verloren. Das macht Spaß, Papa. Mir auch. Na, mein Sohn, hast wohl einen klitzekleinen Fehler gemacht. Willst du mich wieder anbrüllen? Aber nicht doch, mein Sohn. Dein Papa hat dich ganz furchtbar lieb. Ah, Ich muss dich ganz einfach lieb haben. Da gibt's kein Wenn und Aber. Auch wenn du ein paar winzige Macken hast. Ich hab dich trotzdem sehr lieb. Wirklich wahr? Ja? Immer noch. Ist doch nicht wahr. Ich hab die Nase gestrichen voll, du Nervensägewerk. was ist denn da los? Zu fassen.
Guten Tag. Ich bin Dr. Med Dinomanski und ich muss Ihrem Kind gleich eine Spritze verpassen, die schrecklich wehtut. Und Ihr Kind hat fürchterliche Angst. Was machen Sie jetzt? Hab keine Angst. Pass mal auf, mein Kleiner. Wenn der Doktor fertig ist, gehen wir 2 auf den Rummel und fahren mit der Achterbahn. Was hältst du davon? Na, das kriegen wir doch hin. Bin auch ganz brav. Ja, tapferer Junge. Keine Angst, denk daran, der Onkel Doktor ist unser bester Freund. Und dann war da so ein kleiner Junge, der wollte nicht, dass der Doktor ihm eine Spritze gibt. Weißt du, was mit dem passiert ist? Die Schuppen fielen ihm ab, sein Schwanz hat sich geringelt und er musste übel bittere Pillen schlucken. Alles klar, er ist ruhig. Nadelmarsch! Ping, ping, ping. Herr Sinclair, was machen Sie denn da? Naja, er hatte Bammel vor seinem unsichtbaren Freund. Hab ein paar unsichtbare Knallfrösche genommen, hab damit rumgeballert, da ist er getürmt. Ich will sofort meinen unsichtbaren Freund wieder haben. Warum? Nun brauchst du keine Angst zu haben. Nein. Der ärgert dich nicht mehr. Wieder kommt der Unsichtbare. Na, Spitze, was? Ist mir gerade so eingefallen. Frisch aus dem Handgelenk. Aber wissen Sie, Herr Sinclair? Ja? Normalerweise ziehe ich bei solch einem rücksichtslosen Verhalten Pluspunkte ab. Aber Sie haben ja nicht mal einen lausigen Punkt. Ach, wären Pluspunkte gut? Ich muss Ihnen die Sache wohl mal erklären. Sie haben versagt. In einem Monat können Sie die Prüfung nochmal machen, aber Ihr Elternführerschein bleibt bis dahin bei uns. Und wenn Sie trotzdem versuchen, an Ihren Kindern rumzuerziehen, kriegen Sie ihn nie wieder zurück. Haben Sie mich verstanden? Ja, hab verstanden. Lernen Sie das auswendig. Vielleicht kapieren Sie dann endlich, warum man die Erziehung ernst nehmen muss. Damit wird ja auch allmählich Zeit. Elternhandbuch. Ich glaube, das war keine besonders gute Idee. Wie ich meine Kinder zu erziehen habe, lasse ich mir von keinem vorschreiben. Das hier ist mein Haus. Es sind meine Kinder, die erziehe ich allein. Du, Papa, Klappe, jetzt rede ich. Oh, was ist denn, Robby? ich wollte nur fragen, ob ich das Auto haben kann. Warum nicht? Von mir aus kannst du... Na. Hier bin ich immer noch der Oberdino. Und der Oberdino sagt, du wirst mit deinen schmutzigen grünen Griffeln meinen Wagen nicht anfassen, klar? Regen Sie sich ab. Sie haben hier keine Befehle mehr zu geben, mein Bester. Was haben Sie hier zu suchen? Ich bin hier, damit Sie Ihre Kinder nicht heimlich erziehen. Sie wissen ja, ohne Führerschein ist das verboten. Sie können doch hier nicht einfach so reinmarschieren. Also, Papa, gibst du mir den Schlitten oder was? Hast du Mohrrüben in den Ohren? Ich hab dir Lassen eben Sie gesagt, gefällig dass... den Jungen in Ruhe, mein Bester. Vergessen Sie nicht, nur Frau Sinclair hat den Elternführerschein. Also darf nur sie entscheiden, ob der Junge den Wagen benutzen darf oder nicht. Wirklich? Na gut, kannst den Wagen haben. Dino, doch nicht ich wahr. komme mit und wir fahren vorsichtig und hübsch langsam. machen wir, na fein. Die Schlüssel, Herr Sinclair. Wenn ich mal bitten darf. Da hören ja die Tropfsteinhöhlen auf zu tropfen. Hier. Klasse, heißen Dank. Aber das ist völliger Wahnwitz. Nein, mein Bester, ich sag Ihnen mal, was Wahnwitz ist. Es ist Wahnwitz, dass Dinos wie Sie Kinder haben dürfen. Und es ist noch viel größerer Wahnwitz, dass ich mich hier mit Ihnen rumärgern muss, bis Sie die Prüfung bestanden haben. Damit kann ich sowieso nichts Ich anfangen. glaube, dieses Handbuch gehört Ihnen, habe ich recht? Sie haben 1 Monat Zeit, mein Bester. Fangen Sie mal an zu lernen. Hör endlich auf, mich zu nerven. Ich muss dieses Zeug hier durchkauen. Schluss! Hör sofort mit diesem Konzert auf, sonst werde ich dir die Klappe verkleben. Hilfe, Polizei! Hilfe, Polizei! Nein, warte, ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ich bin schon wieder. Sie haben doch nicht etwa versucht, ohne Elternführerschein Ihr Kind zu erziehen, oder? Nicht doch. Ich will Ihnen mal glauben, mein Bester. Aber ich habe immer ein Auge auf Sie, klar? Leider. Ich pass auch auf. Du machst einen Eiertanz auf dem Eis, ich warne dich. In meiner Windel kribbelt's. Ich werde die lieber mal abmachen. Versuch das bloß nicht. Darf mir gar nichts verbieten, musst einen Führerschein haben, hast aber keinen. Dam 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 da. Bum, bum, bum. Ich hab dich gewarnt. Ich hab zwar keinen Elternführerschein mehr, aber ich bin immer noch größer als du. Also hör auf, sonst blüht dir was. Du wirst doch nicht im Ernst. Mann, du hast ja schon. Guck mal da. Julia, Fren! Fren! Was
ist denn hier passiert? Schaff ihn mir vom Hals, sonst werde ich zum wilden Megalosaurus. Oh, na komm, mein Schatz. Es ist Nein, Zeit für nein, deinen Mama will aber Mittagsschlaf. nicht schlafen. Bin überhaupt nicht müde, nicht ins Doch, Bett. du musst schlafen. Nein, nein, nein. Bitte, bitte, will noch ein bisschen aufbleiben. Bin auch ganz lieb. Na fein, dann darfst du noch ein halbes Stündchen aufbleiben. Ja, Vorher ziehen wir noch schnell die Windel wieder an. machen wir. Halt, warte mal, Fran. Hier drin steht aber, dass man sowas nicht machen soll. Babys brauchen die Gewohnheit. Und deshalb müssen sie immer zur gleichen Zeit ihren Mittagsschlaf haben. Ich bin Mutter von 3 Kindern, da muss ich ja wohl wissen, wie sowas läuft. Ich habe mein eigenes Handbuch hier drin. Ihr Mann hat vollkommen recht, Frau Sinclair. Paragraph 15 Absatz 7. Wenn man den Schlafrhythmus von Babys verändert, kann diese Veränderung womöglich Unruhe und Nervosität zur Folge haben. Sag ich doch. Legen Sie bitte die Windel weg, Frau Sinclair, und fassen Sie das Kind nicht mehr an. Sagen Sie mal, soll das vielleicht ein Witz sein? Ja, allerdings. Ist ein Riesenwitz. Für Sie ist alles nur ein Witz. Habe ich recht, meine Beste? Deshalb dürfen Sie jetzt auch darüber lachen. Ich schreibe Ihnen nämlich einen Strafzettel. Franny, was hast du vorhin gesagt? Hm? Bitte. Du hast meine Hütte beleidigt. Und damit nicht. Jetzt musst du dafür zahlen. Mann, diese King Kong Fu Dinos sind aber mächtig schnell auf 80. Du hast mir versprochen, kein Fernsehen, bevor du die Hausaufgaben gemacht hast. Mann, es ist doch wohl schnurzpiep egal, ob ich sie vorher oder nachher mache. Hauptsache, die sind irgendwann fertig. Mach sofort den Fernseher aus, Robert. Du, Fran. Ich finde aber, Robby soll selber sehen, wie er damit klarkommt. Ist seine Sache, wann er die Aufgaben fertig hat. Hier steht nämlich, junge Leute lernen selbst zu entscheiden, wenn sie selbst entscheiden dürfen. Wenn wir ihm dauernd die Entscheidung abnehmen, wird er nie lernen, sich selbst zu entscheiden. Habe ich recht? Oder habe ich recht, Wachtmeisterchen? Ich fürchte, heute ist einfach nicht Ihr Tag, meine Beste. Muss Bußgeld kassieren. Ja, stimmt, Sie haben ganz recht. Ich hätte ein bisschen mehr nachdenken müssen. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum ich mich an manche Regeln halten muss und an andere wieder nicht. Ist doch obersimpel. Mach hübsch einen Schritt nach dem anderen, dann kannst du sehr weit wandern. Hm? Verschon mich mit deinen Weisheiten. Los, Mama, wir spielen. Jetzt nicht, ich muss noch die ganze Nein, Wäsche nein, will bügeln. helfen, will auch bügeln. Hör auf Gib her, damit. gib Ich hab dir her. gesagt, du sollst Mama. aufhören. Du Mama, kriege ich nach der Schule morgen den Wagen? Ja, meinetwegen. Dino, stark. Moment mal, du hast aber gesagt, dass du Mini und mich zur Kaufhöhle fahren willst. Das kann doch Robby machen. Guck mal, Mama, Baby hilft dir. Guck mal. Niemals, das läuft nicht. Ich spiele nicht den Chauffeur für meine pummelige Schwester und ihre beknackte Freundin. Gut, dann kriegst du das Auto eben nicht. Oh, aber du hast es mir doch versprochen. Na, du bist vielleicht ein Schlappdino. Fängst du gleich an zu heulen wie ein Baby? Mal sehen, wer als erster flennt, du Hohlbirne. Hört auf, euch zu kabbeln. Guck mal hier, Mama. Was ist denn jetzt schon wieder? Keinen hingekriegt. Das habe ich gerade zusammengelegt. Du machst mich wahnsinnig. Oh, hör auf zu weinen. Sieh mal, Mama ist nicht mehr... Hände weg von dem Kind, Frau Sinclair. Ich wollte es doch nur hochnehmen. Gehen Sie sofort von dem Kind weg und legen Sie die Hände flach auf das Bügelbrett. Ich finde, jetzt übertreiben Nein, Sie aber... bei Eltern wie Ihnen kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Sie haben Ihr Kind angeschrien, weil Sie unfähig waren, sich zu beherrschen. Sie haben an dem Kind rumgemäkelt, statt Verständnis zu haben. Tut mir mächtig leid. Sie haben 3-mal jämmerlich versagt, meine Beste. Ich muss Ihnen den Führerschein abnehmen. Wachtmeister, bitte. Sie haben recht, ich habe die Geduld verloren. Aber sowas können Sie doch nicht machen. Ich habe als Einzige hier den Elternführerschein. Nein, nein, Irrtum, meine Beste. Hab die Prüfung mit Auszeichnung Ich hingelegt. wusste nicht, dass Sie Kinder haben. Ich habe auch keine. Aber ich muss nicht erst Vater des Jahres werden, um besser zu sein als manche Herrschaften, die sich selbst als sogenannte Eltern bezeichnen. Her mit dem Führerschein. Das gefällt mir aber gar nicht. Wollen wir zulassen, dass sich ein völlig fremder Polizist um unsere Kinder kümmert? Aber der kann dir die Elternregeln im Schlaf vorsingen. Der ist Mama und Papa zugleich. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und ich habe gedacht, ich bin eine gute Mutter. Ich habe fest daran geglaubt, die Erziehung käme von hier. Na und? Nun weißt du, dass sie von da kommt. Ist genau wie mit einem neuen Auto. Wenn du nicht weiter weißt, guck einfach in die Gebrauchsanweisung. Also Kinder, mir ist völlig klar, dass das alles für euch ziemlich seltsam, ungewohnt und verwirrend ist. Deshalb sollten wir vielleicht erstmal ganz ungezwungen miteinander reden. Stellt euch da drüben in einer Reihe auf. Wir werden von rechts anfangen und dann nach links kommen. Nennt mir euren vollen Namen und erzählt mir, wie ihr euch fühlt. Na, dann leg ich mal los. Fang du an. Sag ihm, was du mit Papas Auto gemacht hast. Halt die Klappe, Charlene. Junge, hast du mir irgendwas zu sagen? Na, mach schon. Ganz still, hast nicht den leisesten Schimmer. Worum geht's denn? Ist eine lange Geschichte, Aber Wachtmeister ich mag Winkelmann. Geschichten besonders, wenn sie lang sind. Robby hat den neuen Wagen verschrammt. Mann, halt den Rand, du blöde Dumpfziege. Was hast du da eben zu mir gesagt? Diese Dumpfziege gefällt mir, weil es stimmt. Ich hab gesagt, Oh, Charlie, beißen, das macht man nicht. Los
los, junge Dame, aufhören. Ich hab gesagt, aufhören. Hört auf, Kinder, ich warne euch, macht einen Aufstand, das gibt Ärger. Ich verbiete dir, dass du deiner Schwester Wörter an den Kopf schmeißt, die ihr Persönlichkeitsbild beschmutzen. Persönlichkeitsbild? Ich weiß noch nicht, Hey, was soll das? Gib mir sofort mein Notizbuch wieder. Die Pia ist meins, die Meister Pingelmann. Was? Hat ich das schon gesagt? Robby hat das Auto verschwand, als er ihr Motorrad über den Haufen gefahren hat. Mein Motor? Ha? Nun hab ich's aber satt. Rückt mir vom Leib. Keine Bewegung und die Pfoten nach oben. Na los. Du auch, du Nervenquirl. Mach schon. Aufregend. Ihr glaubt wohl, ihr könnt mir auf den Kopf rum. Meister, was machen Sie denn da? Wir sind doch hier nicht im Kriminalfilm. Wir haben ja keine Ahnung, was die drei mit mir aufgeführt haben. Schluss jetzt, Robert. Charlie, ihr geht sofort auf eure Zimmer. Hopp, hopp. Und glaubt ja nicht, dass es damit getan ist. Wir reden noch darüber. Bis dahin habt ihr zwei ausreichend Zeit, euch ein paar Gedanken zu machen. Zum Beispiel darüber, wie man friedlich miteinander auskommt. Genau. Ab nach oben. Ja, Frau Wachtmeister, ich meine Mama. Und nun kommen wir mal zu Ihnen. Ja. Sie haben Ihren Elternführerschein wohl auf dem Rummelplatz gemacht. Was glauben Sie, wie das Ihren Chef bei der Elternpolizei freuen wird, Herr Polizist? Hm? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich meine, die Kinder und besonders der da. Seinetwegen kann ich meine Nerven jetzt wegschmeißen und mir neue kaufen. Nicht wegnehmen, ist meins, mein Buch. Gib mein Notizbuch her. Ja, bitte. Selber schuld. Zeit zu mampfen. So ein Prachtstück wie der da kommt im Elternlehrbuch überhaupt nicht vor. Musst mich lieb haben. Wenn Sie selber Vater wären, hätten Sie vielleicht eine Ahnung davon, wie man mit Kindern zurechtkommt, ohne gleich eine Nervenpanne zu kriegen. Meine Nerven sind manchmal auch ganz schön plattfüßig. Hören Sie, wenn meine Kollegen auf dem Revier spitz kriegen, was hier passiert ist, fliege ich in hohem Bogen aus meiner Abteilung raus. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Was würden Sie davon halten, wenn ich Ihnen beiden die Elternführerscheine wiedergebe und schwamm drüber über diesen kleinen Albtraum? Klar? Klar. Danke vielmals. Und davon erfährt wirklich keiner was? Danke. Alles klar, Fren. Ich weiß, was kommt. Du hattest wieder mal recht und ich habe falsch gelegen. Steht in keinem Buch, wie man Kinder erzieht. Sowas kommt von hier. Und so weiter, bla bla bla. Fren macht alles richtig und Earl hat wieder was dazugelernt. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, du hast begriffen, warum das Buch so wichtig ist. Diesmal habe ich was dazugelernt. Es mag sein, dass die Erziehung hier anfängt. Aber wenn man nicht weiter weiß, kann man in dem Buch nachsehen. Du meinst, es ist nicht alles nur schwarz oder weiß, sondern schwarz und weiß, hm? Ist nicht wahr. Solche schlauen Sachen sollten die mal im Fernsehen zeigen. Weil er das Elterngesetz verletzt hat und schwierigen Situationen mit Kindern nicht gewachsen war, wurde Wachtmeister Pingelmann vom Dienst bei der Elternkontrollstreife freigestellt. Er darf den Dienst erst wieder aufnehmen, wenn er gründlich über seine Fehler nachgedacht hat. Weil Robert Sinclair den neuen Wagen seines Vaters verschrammt hat, bekam er 8 Tage Stubenarrest. Wegen mildernder Umstände wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Baby Sinclair wurde schuldig gesprochen, weil er 22 Mal eine Bratpfanne zweckentfremdet benutzt hat. Ihr müsst mich trotzdem lieb haben.